Händlerische Bauchmacht. Und aus dem Segen des Himmels brauchen wir dabei. Da hilft er uns bei. Die geplanten Bohrtürme zur Fracking-Gasförderung in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt erscheinen wie ein Menetekel. Achtung! Hier ist der Lebensraum der Menschen in Gefahr. Gott hat die Welt den Menschen anvertraut, damit er sie nutzt, aber auch damit er sie schützt. Das Überleben des Menschen ist abhängig davon, wie er mit dieser Schöpfung umgeht. Der Mensch steht nicht über der Schöpfung, nein, er ist Teil der Schöpfung. Er kann ohne die Schöpfung weder leben noch überleben. Aus Verantwortung gegenüber unseren Kindern, unseren Enkeln und deren Kinder erwächst die Pflicht zum nachhaltigem Handeln. Nachhaltiges Handeln setzt langfristig wirtschaftliches Denken voraus. Schöpfungsverantwortung zeigt sich heute vor allem als Bewahrung der natürlichen Ressourcen und nicht in deren schnellstmöglicher Ausbeutung. ExxonMobil scheint genau das nicht zu begreifen. Exxon will nicht begreifen, dass alle nachkommenden Generationen das gleiche Recht auf die Güter dieser Erde und auf eine intakte Umwelt als Lebensgrundlage haben. Der Mensch sichert seine Existenz auf Dauer nur dann, wenn er sich konsequent als Teil der Schöpfung begreift. Ein Blick nach Fukushima ist Beweis genug dafür, dass wir den künftigen Generationen keine unkalkulierbaren Risiken hinterlassen dürfen. Tatsache ist, Fracking-Folgen sind langfristig absolut unkalkulierbar. Unkalkulierbar sind die Schäden der Gesundheit durch Fracking-Chemie. Unkalkulierbar ist auch die langfristige Vernichtung von Lebensraum durch Fracking-Chemie. Amerika liefert hierzu heute schon genug Beweismittel, die derzeitige Fracking-Technologie politisch zu untersagen. Und machen wir uns nicht vor, Bergrecht hin, Bergrecht her. Wenn die Politik entscheidet in diesem Land, dass in diesem Land nicht gefrackt wird, dann wird nicht gefrackt, das ist scheißegal, was im Bergrecht steht. Manchmal frage ich mich, ob die Politik hier so lange warten will, bis auch hier die Wasserhähne Feuer spucken.